willkommen bei Party, Platt und Plüschmaus! Lisa. Ja, ich fühle mich richtig wohl in der Nennroll. Ja, von doch ist eins anders. Eins anders. Hilka, vertell mal, was ist ob jeden Fall anders? Das endlich mal warmockt. Ja. Wir haben uns Zeitplan koordiniert kriegen. Und heute ist die Premiere. Wir nehmen das erstmal zusammen ab. Absolute Premiere. Noch 29 Folgen, die wir jemals nur online aufgenommen habt. Sind das bloß 29? Wir haben doch noch die Sünde-Folgen. Oh, stimmt, ja, okay. Auf jeden Fall 29 von den normalen Folgen und über 2 Jahre Podcast. Ja. Krass. Total krass. Aber nun mal der Moment. Und von daher wie einfach ein richtig gaue Thema dafür mitgebracht. Oh Gott, ich kann das gar nicht mehr gut heulen. Ja, ich kriege mir dann auch schon richtig in den Finger. Ja, wir haben Trends ut de Hölle. De Höll und das bedeutet de 2000er. Okay. Eins, was so werden abdüken deit. Best aufgiftet von da. Ja, um Betten denkt ich ja, ne? Nenn dich ja ob, ja, genau. Das ist ja so, nenn dich ja 2000er, so läuft so ineinander. Und Hilka, ich hab mir gedacht, wie mag lieg's mal ein Coded Quiz. Oje. Oje, Lisa genau. und er Quizze. Ich leif das ja so bannig. Und wie kick nun mal, wo 2000er oder wo Nengtiger du eigens so bist. Ich kick auch nicht, ob Bildschirm nur. Stimmt, du kannst ja mit rumkicken, sonst hängt das immer für mich allein. Ich kick über den Schulter. Dann kann ich Ja. das nicht sehen. Okay. So. Oh, dann kann ich auch an den Faut hier so ran. Oh, den kann ich mir überhaupt nicht mehr konzentrieren. Okay, hört Gautau. Hast du ein Furby-Tauhus? Ja, natürlich oder nee? Ja, natürlich. Okay. Dann, Bratz oder Barbies? Mit welchem Pupp hast du Labor gespielt? Was sind denn Brads? Treffst du einmal richtig. Das sind die mit dem richtig großen Kopf. Ach, nee, so eine Weg nie nicht hat. Ich Also bloß Barbie. Barbies hat, ja. Barbie, okay. Dann, hast du fledig Pokémon-Kurten sammelt? Ja oder nee? Nee. Okay, oh. Hast du damals während der hellen Autofahrt mit den Öllen an die Nintendo DS zockt? Oder hast du einen Nintendo Gameboy? Gameboy weg hat. Gameboy nerv ich mal mit, ja. Ja. Dann habt an dem Schlörtelbund oder Schulranzen auch Scooby-Doo-Bänder hangt. Nee. An mir muss ich sagen, ja. Oh. Ich hab dir auch so einen Knütt, so was ekliges. Hast du Sims gespielt? Auch nicht. Auch nicht. Oh, ich bin hier voll anti. Ja, mal kicken, was das Quiz so singt. Ja, ich bin voll anti. Aber so als Grufttier ist man in der August schon mal so ein Betten anti, ne? Ja, stimmt. Ja. Aber hast du denn Sims brannte CDs? Oh ja. Ja. Und das wäre ja auch immer schon dann von den Boyfriends. Genau, der Mixtape. Ja, der Mixtape. Und du bist so stolz darauf und Ja. da war ein bisschen Map drin. Ja. Oh, ich habe in meinem Auto auch schon noch selbstbrannte CDs von meinem ersten großen Live bin. Oh, hast du da einen Song, der da drauf ist, den du gern hören darfst? Oh, ich höre die eigentlich alle mega gern. Ich glaube, da ist ein Song auf der einen CD, die habe ich schon mal mit meinen besten Schulfreunden gehört, als wir dann, Führerschein haben. Und der war von, wo heißt der? Junior Senior, Move Your Feet. Und das war schon mal aus heute unter das Autofenster lädt. Und dann sind wir echt rumfeuert und habt beide, oh Gott, ob der Mensch die feuert ist, habt dann einfach unter das Autofenster. Feiten Ruth. Das ist super witzig. Ja. Okay, wir hätten noch 4 Fragen. Und da kicken, wo 2000er du bist. Okay. Dann hast du eine Stereo-CD-Player an Loch. Na klar. Chlor. Yes. So, dann. Kennst du diese Serie und weißt, wo der Cod Hayden died? Blackie oder Salem? Salem natürlich. Und was für eine Serie ist das? Sabrina. Likas muss ich sagen, die neue Serie finde ich irgendwie geiler. Die wie Netflix wäre, ne? Ja. Oh, die habe ich auch echt gewünscht. Ja. Die habe ich all 3-mal kicken. Die ist aber auch einfach so schön und so richtig wholesome. Ja. Ich finde das so bettengräsig, so bettengruselig, aber nicht toll. Ich mache die auch richtig gern. Das Ende fand ich blöd. Ja, das mache ich auch nicht. Das wäre richtig blöd, aber Bett
Die ersten 3 Staffeln, die wären Ja. mega. Ja. Richtig gut. Ich mache das auch so gern, wenn Serien schon gleich so ein richtiges Worldbuilding habt und du warst so in diese Welt, was du rintorgen und du fühlst dich total wohl, weil das so spannend ist, diese Welt dort. Ja. Ja, war auch hier, ja, mega mein Ding, Grufti-Ding, so, aber nicht zu doll. Ja, genau. So ein bisschen mainstreamig. das Ja, wär- also große empfehlen. Ja. Hast du einen MP3-Player? Ach, nicht bloß ein. Ah. Oh Gott, ich hab dann so erst diese Billigmodelle hat und dann, da war ich dann aber all in meinen 20ern, da habe ich dann endlich ein iPod Ja. kriegen. Ja. Und ich weiß noch, ich habe mir zum Geburtstag von meinem Papa, also von meinem Vater, ein iPod wünscht. Was habe ich kriegen? Eine elektrische Zahnbürste. Nein. Oh, also der Gedanke da achte an ist natürlich nett. Kannst du Ja. bestimmt gebruchen. Und ich war so enttäuscht. Ja. Und dann das nächste Mal habe ich dann nausig, ich wünsche mir ein iPod Mini. Oh je. Ich habe heel lang einen Walkman und da habe ich dann meine Ärzte-CD auf der Kassette bespielt und habe dann der hele Zeit Ärzte gehört im Bus, weil ich auch Buskind wäre. Und dann habe ich einen MP3-Player und der hat ja irgendwie 264 Megabyte an Speicher, da hat ja nichts rumpasst. Nee. Und dann habe ich auch hier so einen litschen iPod, wo man so rumdrehen können, dass wir das so drehen können und wieder hören können. Ah, die wären echt cool. Ich habe dann das Nachfolgemodell hat. Ja. Ja, und das habe ich auch noch, aber das hätte auf dem Bildschirm, da ist an der einen Stelle, das geht nicht mehr, der Touch. Du musst dann schon mal oben so schauen. Oder genau das hören, was hey, die anwiesen hat. Ja, das ist nicht mehr so gut. Aber du sagst Walkman, das ist auch richtig cool, denn ich habe auch mega lang mit Walkman, also wäre mit meinem Walkman unterwegs, denn ich habe auch so einen Discman hat, Ja. aber mit dem kannst du ja nicht joggen gehen. Ja, genau. Der ging nicht so richtig in Schaulranzen, weil Ja. den kannst du nicht hochkant stellen, den Discman. Eben. Mit dem Walkman ging das. Ja, und wenn du joggen gehst, dann kannst du ja auch keinen Discman nehmen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Witzig, okay. Aber du hast auf jeden Fall MP3-Player und den Schaulranzen, den Büdel. Von was für einer Marke ist der Van? Ich habe keinen Schulbüdel hat, ich habe einen Schultasch und Leder hat. Der habe ich auch noch. Die besondere Grufti. Ja, und der wäre richtig so ein ole dunkles Leder und bin bei so ein dunkles grünes Tartanmuster. Stoff. Ja. Okay, also für all die, der das jetzt so richtig in die Ohren klingelt, natürlich Eastpack. Ich habe auch einen Eastpack-Rucksack und dem müsst so wie innen hängen, als er nur gone day. Ja, ist ja auch klar. Ihn hätte ja auch sein Low-Waist-Jeans so der guckt ihn dann ja den Büdel auch irgendwann was. Da kommt wie wirklich nichts noch mal Tau von das, was nur 1 oder 2 Dusener Wetter kommen deit. Aber letzte Frage. Hast du ein Jamba-Spar-Abo oder Crazy Frog als Klingelton? Nee, ich kenne das als auch nur, oh Gott, ich wäre ja auch so süchtig nach MTV und Viva. Ja, Oh ja. Gott, der hele Nachmittag habe ich das von Fernseher gebraucht. Nee, habe ich nicht hat, denn ich muss mich auch hier outen. Ich habe mein erstes eigenes Handy erst kriegen, als ich ja trocken bin. Und da wäre das dann nicht mehr Ansicht. Ah, So okay. was Wollt ihr denn schon Touch? Nee, da wollt ihr dann auch noch Klapp-Handy. So noch von Siemens. Oh, ja, okay. Siemens-Handy wäre das noch. Krass. Richtig krass. Ich glaube, das letzte, was Siemens so gut braucht hätte. Oh, wenn du das nur hast, so eine richtige Geldanloch. Kannst du dann Ja. irgendwo verscherbeln. Man kennt auch noch einen Motorola. Nicht so. Ja, der hat auch Pfähle, das sind dann Hochschufen. Nee, ich Ist das hab, bei der Samsung? wäre das nicht ein Nokia? Und Matrix, das ist das Ding? Oh, da kann werden. Ich weiß nur ganz viele hart und das ist, wo man das so hochschufen kann und da innen käme dann die Tastatur. Ah, Weißt ja. du, was ich meine da? Gibt es das nicht auch in Pink und so? Oh, da gäbe es in allen möglichen Formen. Ah, ja, okay. So, kriegen wir mal kurz was den. Du wärst ein 2000er Teen Dörr und Dörr. Oh, nur da. Ja, 8 von 12 Fragen ist richtig beantwortet. Also, ihr könnt ja nur nicht sehen, weil ich hier ob Lisas Bildschirm sehe und wo kennt ihr das? X-Tina natürlich. X-Tina, ja. Eine von den Ikonen von den 2000er. Und ich muss kurz sagen, warum wir eigentlich so richtig auf das Thema kommen sind, weil Avril Lavigne Town Hurricane kommen ist.
Und du habt wie so Anfang der Wette über schnacken, dass die 2000er jetzt sogar so Wette kommt. Nicht nur in der Mode, sondern dass die auch quasi Wette in der Musik abkommt. Ich weiß nicht, ob Christina Aguilera noch aktuell ist, das habe ich nicht mitkriegen. Aber Avril Lavigne, Sum 41, die wollen Wette ob ein Hurricane durch die Uhr. Ach, so Wahnsinn. cool. Ja. So cool. Ich gern sehen, aber Ja, ich wäre auch nicht da. ich habe das leider nicht geschafft, ja. Genau, okay, also, Hilka, du bist ein 2000er Kid, Normie, billigen Google-Quiz. Ja, was preist du die so richtig, was nur Wette kommen deit? Das ist eigentlich so dieser Übergang zwischen Negenticher und 2000er girly. Girly drauf werde kommen. Wir haben eigentlich so viel Tiet nur habt, wo sich auch ja, derens und Frauenslüd so in wie de Kleider schon so was verstickt haben und so ein Betten, hey, ich bin perfekt und ich habe, obwohl ich würde sagen, ein Instagram-Filter gebe ich auch schon was ein Instagram-Filter, mein Stories. Okay, da bin ich noch nicht marktet. Aber so, das ist, weißt du, lass mich das einmal kurz nochmal zusammenfassen. Wenn du dich erinnerst, wo du die mit Pferdlein schminkt hast, furchtbar, oder? Ja. Wo Ende Ut sein hat mit Ja. blauen Lidschatten. Ja, genau. Ich kann noch so blauen Kajal. Oh und Gott, ich mit ja. so schrecklich blauen Kajal. Und dann, oh ja. Ja, und so komische Haarspangen. Ja, Oh, ja. Frisuren und Oder sowas. diese richtig dicken Strähnchen. Ja, ja. Ja, die Strähnchen Ja. im Gesicht oder Blocksträhnchen. Blocksträhnchen. Blocksträhnchen, so was kennt wie eins noch. Das wäre der Tiet und nur, wenn ich mir nur der uns ankicke, die nur Pferdlein sind, die sind schon so perfekt geschminkt Ja. und die sind also von mir, oh krass, ich habe echt viel in meinen Putschab, im Bad mit meinen Serien und Cremes, aber ich bin ja nur auch nicht mehr Pferdlein. Ja, aber du musst auch sehen, der was mit Social Media ob. Das sind wir nicht. Wir haben nicht diese ständig perfekte, befilterte Bilder, der wie us jeden Tag oder denn wie jeden Tag utset sind. Ja, und da sage ich, und da frage ich mich, ob wenn Girly wieder kommt, wie Girly, das ist ja nicht bloß hier Minirock und Heike Makatsch, sondern eben auch so, hey, ich bin selbstbewusst und ich mag mein Ding, wie ich ein Mädchen bin und so Ja. wieder. Und wenn das wieder kommt, dann frage ich mich, wenn der Dance sagt, hey, ich mag das nur irgendwie, mir ist das auch total egal, was jichtens für Trend ist. Das wäre ein richtig cooler Trend. Absolut, so betten gegen den Trend, okay, Ja, ne? ja. Eigentlich ist mir egal. Ja, finde ich auch cool, definitiv. Ja, da muss ich nur immer so ein bisschen dran denken, weil ja auch gerade in den 90ern und 2000er war ja auch Heroin schick, so doll mit Kate Moss und so. Ja. Und das kommt auch weiter. Ja, die Thigh Gap hält ja nur nicht mehr Thigh Gap, sondern Leggings Legs. Ja, ganz, ganz das ist schrecklich. richtig Also für all die nicht weiß, was das ist, wenn sich der Börbeschenkel nicht berühren dauert wie Fruns, wenn die so dünn sind. Oder eigentlich ist das nur, wenn du so eine wenn der Börbeschenkel in einem gewissen Winkel von der Hüfte steht. Ja, und das können, ich glaube, bloß 20% von allen Fruenslüt überhaupt haben. Genau, egal wo dünn die sind. Ja, das kann nicht wen. Also, wie zwei habt auch kein Thigh Gap und braucht ihr auch nicht. Und auch keine Leggings. Wie heißt das? Leggings Gap? Leggings Legs. Leggings Legs, nee. Ja. Da kommt dann der Minirock-Öbe. Dann kommt sicher auch werde. Leggings mit Minirock. Oh Gott, ja. Aber der Minirock muss auch Jeans wählen. Ja. Jeans Minirock, dann schwatte Strumpfhosen oder Leggings, auch best noch 3 Viertel. Ja, genau, Heilung, ja. 3 Viertel. Und dann, das wäre, als ich studiert habe, dann auch noch so ein großes Ding, so brune Stäbel da tau. Ja. Und so einen großen Taillengürtel mit so einer riesigen Schnalle. Ja, aber als diese Taillengürtel kämen, also das gäbe ja unterschiedliche Typen von diesen Taillengürtel. Das fing an, ich glaube, das wäre echt noch so Anfang von der 2000er, da hast du diesen großen, breiten Gürtel direkt auf der Hüfte drauf. Ja, ja. So. Dann wäre das so, dann wäre die direkt immer unter der Brust. Ja, weil die Büchse dann ja nur mit der Hüfte ging. Ja. Und dann ist die dann in die Taille gekommen. Was kann man in einen Gürtel einsmocken? Wo kann man denn überall drin? Ja, was wäre irgendwie so peinlichere, so direkt man hier auf die Hüften und dann ja nicht, auch nicht durch die Hosen, Ja, Laschen. Gürtellaschen durch, sondern der hing da ja bloß. Ja. Oder hier direkt man glatt, der frockte Post damit so hoch
drückt hast. Oh. Und diese ganz dünnen Schals, Ja. diese ganz dünnen, die hat nicht warm holen, die wollen nicht schick. Ich weiß nicht, warum wir die umbindet habt. Oder, ich weiß jemals nicht, wie die haten da. Diese schwatten, lütschen Can, die hate Chokes. Chokers. Ja, genau. Ja. Chokers, die sind auch wieder total in. Die habt ihr aber auch da allen Revival hat. Und weißt du, Tatsächlich? ja, weißt du, für die Chokers, ob Deutsch das Kopfband eigens da sind, Nee, vertell mal. die habt die Frunslüd in 9. Jahrhundert all viel drogen, weil die habt damit keken, ob sie schwanger sind, also ob was unterwegs ist. Denn wenn was unterwegs ist, schwillt den Kehlkopf an. Nee. Ja. Also ist das wahr? Das ist wahr, das ist so. Nein, das ich habe nur was gehört. Ja, darum habt ihr im 19. Jahrhundert dann die Frunslüd eben so ein dünnes Kroppband schon muss tragen und wenn das enger wohn ist, dann habt ihr gewusst, okay, da ist ein Pflichtwirt unterwegs. Die andere Möglichkeit wäre, du hast einen Jodmangel und einen Kropp hat und dann den Kropp damit versteckt. So fertig nicht. Aber ja, da wäre das allen 19. Jahrhundert Trend. Boah. Ja, Trends kommt nämlich jümmes Wedde und ich habe mich gefragt, warum kommt der eigens jümmes Wedde? Das, was ja auch so sagt, so die Doom-Regel ist, dass die Mode alle 20 Jahre Wedde kommen deit. Passt ja nu ganz gaut. Ich glaube, wie kommt doch noch mal tau, was denn nu Wedde Mode wart. Und das hat ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, aber viele sagt, eine von den größten Gründen ist einmal Nostalgie. Also oft sehen wir uns, gerade wenn die Weltlage ziemlich schlecht ist, so gerade ist Krieg, Klimawandel, Inflation, also irgendwo sehen wir uns tau de gauden ohlen Tiden trüch. Und diese Nostalgie, das hat wie auch in der Kinderhelden- oder Kindertids-Folge, da habe ich ja darüber erzählt, dass wenn wir nostalgische Gefühle habt, dann fühlt wie uns glicks feier grad warme, wie fühlt uns gaud, wie fühlt uns säker. Und von daher ist dieser Nostalgiefaktor, der ist riesig. Und ob er anderen sieht, muss dem Mode sich dann nichts Neues gut denken und kann Feld spuren. Das ist tatsächlich auch ein Grund. Und das so, ja, stimmt schon, so dass der sind echt so, nur so den ersten 20 Jahre, ja, könnt wir mal wieder einen Schab holen. Und das ist so, wo so wahrlich in der Mode so alle 20 Jahre das immer wieder abdüken deit. Also beholt nu schauen Sorgen, in 20 Jahren könnt ihr das wieder anträgen, dann ist das wieder on vogue. Hast du den Slachhosen all Rot holt? Ja, tatsächlich. Und der passt doch noch, ich weiß nicht, ob der Gauner schlecht finden soll. Ja, es bin mir auch so, ich habe auch noch welche Rot holt. Ich habe einen gefunden, der Weg mit Fährtein anhat, der passt uns noch. Dass du den noch hast. Du bist ja ein paar Mal umtragen. Ja. Krass. Ja, der liegt aber in Schab in meinen Kinderzimmer. Ah, ja. Die sind dann so richtig verstaubt, dann kriegt man sich die an, das sind Reptilien, Fossilien. Ja. Also ja, nun geiler Welle. Richtig krass und das ist echt, ach so, der hat auch einen mega niedrigen Bund. Ja, so, ja. so Ding so, oh Gott. So 3 Zentimeter Reißverschluss. Aber genau, lass uns doch nichts mal überschnacken. Was ist denn jetzt so Wette richtig in und was kommt so richtig Wette? Ich glaube, Slachhosen sind noch gar nicht so in Trend. Aber Meinst du? Ich sehe dir recht viel. Siehst du recht viel? Ich sehe viel gerade die jungen Derns mit so Baggies. Genau, oversized, ganz viel Ja, oversized. viel oversized. Und ich erinnere mich auch, damit hätte der eigens angefangen mit Baggy Oversized und auch so diese Oversized T-Shirts und Pullover. Das gibt da auch so Diesel weg, glaube ich, so ein von den Magen, den Nägen, Ticher Chiemsee. Das wird 2000er, ne? Ja. Und dann so Chiemsee und der hat dann immer so riesen Oversized Pullover und T-Shirts produziert. Und der dann eben über Baggies. Ich glaube, von da sind das auch viel Marlene-Jeans oder so. Oh, da weiß ich nicht genau. Und ja, und ein hat sich da richtig also in so einen Sack versteckt, das so in so einem Büdel. Und das sehe ich noch mehr was. Schlafboxen, Baggies. Das ist so witzig, wenn man um eine Party gehen deit, dann kannst du gleich gut sortieren, kein Gen Z ist und kein Millennial ist. Die Millennials haben noch die Tight Jeans, hier die Röhrenjeans an und die ganzen Gen Zler haben schon die Baggy-Böxen an. Das ist schon echt witzig. Ja, ich bin Oh, du bist, Baggy. Du bist Tante Gen Zler? Ja. Aber nun habe ich mir ein rotes geheimes Rotlord. Ich bin ängst Gen Z. Wenn der Filter weg ist. Oh, das ist so
wäre so lustig. Wir müssen ja immer erzählen, was hier gerade passiert, denn wir haben gerade so lacht, dass das Mikrofon aufknickt. Ja. Und nur heute gerade. Live auf Norm, wunderbar. Ja. Ja, Lisa hat eben auch Slim Jeans an. Ja, ich kann mich damit noch nicht ganz anfreunden. Also ich mache das schon ganz gern. Ach genau, was auch wieder kommt, wie der kommt, was wirklich auch nie so richtig weg wäre bugfrei. Ja, Ja. das wäre ja So Crop Tops. Ja, Crop Tops. Das gäbe aber das so Tiet. Ich glaube, das ist so 8 Jahre oder so her, glaube ich. Da gäbe das auch mal Crop Tops, aber dann eben mit den hohen Bund von, von der Hosen, von der Röcke. Genau. So dann wäre bloß so die Magenpartie oder so. Genau, der Buchnobel, weil ich noch in der Box bin. Ja. Ja. Ja, und nun kommt aber der Buchnabel wieder rot. Ja. Und was dann nämlich auch gut kommt, da los, vertellt, los. Warte. Ah, das Arschgeweih. Oh ja, da habe ich in der letzten Folge so als Abbinder, habe ich das ja meinen liebsten Spruch, 16 auch nochmal. Riesenschal und knöchelfrei ist das neue Arschgeweih. Aber nun kommt ja das Arschgeweih wieder. Ja, und ich möchte Gott total sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, ich finde das Jüngst noch schick und ich finde das auch schon immer schön. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will mir das Sölm nicht stecken lassen. Einfach, wie ich das Sölm ja nicht sehen darf. Das wäre ja blöd. Aber ich finde das trotzdem doch schön. Und dann muss ich immer so einen Spiegel dabei haben. Ja, genau, so ein Rückspiegel. Ja. Und nur für wieder Arschgeweih. Dann wirst du so verlebt, dann ist schon nächsten Next Level. Richtig krass. Und dann ist dann aber auch diese Mode, diesen High Thong, ne? High String, dass so das String oben und den Hosenbund so gut kriegt, ne? Weil ja, kommt das auch weiter? Ich glaube, das muss weiter kommen, wenn das Arschgeweih weiter kommt. Ja, stimmt, das gehört da oben. Ja. Und dann kommt, denke ich mal, ein näher Remix von Thong Song. Also ich muss sagen, eigens hat das ja, unsere Folge hat ja eigens Ute Höll, also Revival von der Höll, aber so bandfreien traue ich mir da drauf. Ich glaube, die Hüftboxen, die finde ich nicht mehr ganz so geil. Das ist, glaube ich, nicht ganz mein Ding. Ja, ich glaube, also auch wenn ich den noch antrecken kann, denke ich mir, ich bin nicht mehr fertig. Und vielleicht ist das auch okay, wenn die Mädels die in der Show, Gott, das reicht. Ja, das finde ich nämlich auch so schön, als bald ein Öller wat und ja, jetzt kann ich sagen, so, oh, Freue, aber ein wat viel entspannter, oder ich bin wesentlich entspannter damit geworden. Ich trage das, wo ich mich wohlfühle da drin und wo ich denke, da so, ja, das völlig, das bin ich. Ich muss nicht mehr jede Mode mitmachen. Ich glaube, ich will Freue auch all nicht so in Mode drin. Ich will halt mehr so PRDern und die halt. Und Jungs nur diese PR-Boxen an, diese Ria-Boxen. Von daher wirkt er eh nicht so hip. Und ich bin auch Jungs ein paar Jahr Taulord. Also nur freue ich mich so langsam mit Buchfried zum Beispiel an. Das hat aber richtig lang dauert. Oder Rock über die Hose, über die Buchsen? Über die Buchsen, ja, das Hike. Ja. Doch, das schon. Ja. Also von daher, ob so ein paar Sorten frei mich. Doch schon, dass der wieder kommt. Ja, ich meine, und das sind wie bei uns Britney-Moment von da, wenn ein Buchfremer brug ja auch ein Buchnabel-Piercing. Hast du ein Buchnabel-Piercing? Nee, ich hab ja nicht mal Ohrlöcher. Tatsächlich, du bist ja auch nicht tätowiert, ne? Nee. Du bist auch Reinhäuterin. Weil reine Haut reinhaut. Mein Lieb ist in Jungfrau. Ich meine, ich wäre ja nun lange in Urlaub, darum hätte ich auch einen Fuß hat. Darum bin ich jetzt um meinen Betten brun, sonst bin ich ja auch gleich ein Blass, der relativ. Ja, da passt doch den Gruft, die Van. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich morgen, aber... Hast du doch jeweils mal über Norda, über ein Tattoo oder Piercing oder so? Nee. Nicht? Krass. Nee, Ja. also Louis sagt immer so, und Leute, die mal tätowieren oder und hier und wer das nicht, was für die und hier auch so ein Septum vielleicht, das würde mega gut staunen, es wäre aber irgendwie so, nee, das bin ich nicht. Ja, das kann ich verstehen. Das bin ich nicht. Vielleicht, wenn ich süstig bin oder so, lade ich mir dann vielleicht nochmal Ohrlöcher stecken, um dann vielleicht die Smuck von meinen Urgroßmutter anzutrecken an den Ohren, ja, dann die Ohrringe mal anzutrecken. Aber das sind ja auch
das ist dann sehr so ollen, schweren Schmuck. Die trägt die dann ja auch so die Ohrläppchen so runter. Also, nee. Nee, ich habe nix. Mein Körper ist so, also er ist mein Lieb. Also, ja. Lisa hingegen hat kein Buchnabelpiercing. Doch, Lisa, ja, dann hätte ich auch das erstmal sehen. Lisa hätte ihren Britney-Moment hat. Habe ich halt, ja, nichts mit 8 Teilen. Ich wollte in allem mit 6 Teilen, wollte ich das haben. Und ich habe, vielleicht hast du das auch gemerkt, ich habe ja jüngst die Bravo gekauft. Das war so meine Zeitschrift, noch der Mega-Hero, also noch wenn ich in meiner Anime-Phase der habe ich die Bravo und Popcorn und so gekauft. Und da habe ich Vanessa Hudgens, noch von High School Musical, habe ich am Strand sein mit ihren Buchnabel-Piercings. Und da war die 16-jährige Lisa war verliebt in das Buchnabel-Piercing. Und meine Mama hat immer jüngst gesagt, nee, ich mag, also du kriegst das nicht. Und dann bin ich 8 geworden, habe meine beste Freundin Beke inpackt und dann sind wir Gleeks, als wir 8 wären, sind wir Town Piercer. Und ich muss auch sagen, ich war ja richtig, also ich war blutjung, aber ich wollte das Piercing haben. Und dann lege ich da auf die Lech und dann hat der Piercer sich so meinen Buchnabel ankäken und der hat noch gewusst, dass ich halt jung bin und dass mein erstes Piercing wäre. Und dann hätte er noch so gesagt von wegen so, oh, hier ist aber dicke Hut und hier ist eine ganz schön dicke Ader und oh, das war richtig weh dort. Und ich bin noch meist von der Lege von Bangwellen. So als richtige Bangbüchs, weil ich fast wieder Rünne hüpft. Weil ich dachte, das schaffe ich nicht. Im Endeffekt, da ich das null weh. Also das war wirklich überhaupt nicht schlimm. Und noch hüt, leif ich mein Buchnabelpiercing. Dann muss ich, wie es mit der nochmal. Kann ich da antrecken? Da hätte das fällt. Ach, ich habe sowas noch nie nicht anfahren. Nächste Premiere. Ja, von das sind hier bloß Premieren, liebe Tauhörers. Ich kann das allererst mal mit dem Buchnabelpiercing anfahren. Krass. Den Moment war kein Problem. Ja, das wäre uns Intim-Moment. Stimmt, in den anderen, wenn wir es uns droppen hätten, würde ich komplett antragen. Das muss ja nicht so leben. Oh, wie neuer. Mehr Piercings zum Wiesen habe ich nicht. Okay. Naja, kommt wie nochmal zurück zum Thema ein Trend Ute Höll, den ich echt schrecklich finde und damit bin ich vielleicht nicht so komplett im Mang, ob die Grufti-Linie ist, Buffalos. Was sind das? Das sind diese Plateauschuhe, diese Marke, diese Buffalos. Oh. Sind das die ganz, also eine ganz hohe gerade Sohle habt? Die kommt wette? Ja. Oh. Der kommt wieder. Oh, krass. Ja. Die Armbänder. Oh, der halt nie nicht. Ich freue wohl ich immer mal. Ne, ich will noch meine Grundschule tiet. 2001 bin ich inschaut worden. Und da hat auch ganz viele diese, hält ihr noch Ackboots? Oder ist das was anderes? Ackboots sind doch diese Fell. Oh, ja, okay. Ja, die werden erst lauter, glaube ich. Okay. Die werden erst lauter. Weil auch, was waren denn nochmal die Moonboots? Die gave das auch. Das sind so Tom Winter. Winterstäbe. Ja, genau, die sehen auch, da habe ich auch ein paar von. Schrecklich. Oh Gott. Das Ja, also echt schautechnisch ist es gut, wenn das nicht mehr der kommen da. Nee. Das war gruselig. Ich wäre ja schon mal Doc Martens machen. Ja, gut, das passt doch. Und die sind ja auch jümmes hip, oder? Jimmers. Ja. Jimmers, die kommt nie nicht gut. Auch so was wie Vans oder wie hätten die anderen, die du anhast? Was habe ich denn vorhin an? Doch, das sind Vans, Wayne. Ja? Ja, okay. Das sind Vans, Vans und Chucks. Genau. Ja, Vans und Chucks. Die sind auch sehr jichtens wohl noch. Ja, ich glaube, das liegt aber da an, dass das nicht so richtig Modetrends sind, sondern dass die Jimmers in Subkultur hört. Ja, ne? ja. Und das Brand ist halt cool. Ja. Das ist halt mehr als nur die Marke. Ja, dann Ja. So Chucks und auch Vans, das sind ja so Skatermarken eigens. Ne? Und ja, Docs, so eng Punk. Punk, ja, das kommt nie nicht unter Mode, glaube ich. Kannst du Skateboard feuern? Skateboard nicht, aber ich habe Longboards. Ah, cool. Mehrere. Same. Ja, weißt du sehen, oh, dann kommen hier die Geheimnisse alle rot. Ja. Ja, ich habe ein paar Longboards und ich konnte auch ein paar Tricks mit, aber nur bin ich lang nicht feuert. Aber das wär cool, so Skateboard. Da wäre ich als Jugendliche, glaube ich, so als Teen, das wäre nicht so mein Ding. Ich wäre ja nun auch mit Röhnrad und da habe ich noch
mit zu tun hat. Der war ja auch so viermal der Weg wie Training. Krass. Ja, du hast das richtig leistungstechnisch gemockt, oder? Ja, Krass. ja. Nur kein Aiming bloß noch Körper für Shows. Habt ihr das gehört? Findet in Instagram Balladutsche. Ja, aber was ich sagen will, in Buffalos, das ist echt so, oh, der Weg damals alles schrecklich gefunden. Und da kommt noch dann der andere Trend für mich, Ute Höll, sind Hochwasserhosen. Oh Gott, ja. War das 80er? Ich glaube, das sind auch so Nägen, Ende von den Nägenticher oder Mitte Nägenticher, ich weiß es nicht mehr, aber Hochwaterbuchsen, das war damals all schlimm und ich finde von da auch all schlimm. Ja, dort bin ich auch nie nicht rankommen. Das ist nicht mein Ding. So im Achtel mache ich auch nicht lieb. Nee. So eine Hochwasserbox. Ja, stimmt. Vielleicht gerade, habe ich noch Schmuck oder sowas? Oh ja. Was ich auch gucken darf, was nie nicht wie Wette kommt, sind diese ganz dünnen zupften Augenbrauen. Ah, ja. Die werden ja ganz, ganz dünn oder so nur mit einem Strich normal oder Ja. Ja, das finde ich ganz schlimm. Das war auch so diese innennägentliche Anfang 2000er Augenbrauen. Ja, genau. Ja. So Christina Aguilera war das noch. Das wäre richtig krass. Also ich finde nur diese dicken, normalten oder nah tätowierten Augenbrauen auch nicht so cool. Aber so ein Mittelding. Genau. Ja. Tätowiert gern, wenn die gau tätowiert sind, finde ich, sieht das richtig, richtig gaudut. Ja, wenn sie go tätowiert sind. Ja. Das ist, ich habe so viele verhunzte Augenbrauen gesehen. Schlimm, fast so schlimm wie verhunzte Lippen. Oh Gott, ja, okay. Für eine Weg hat wie Gesundheitsdach und wir haben mit einem Utsteller mockt und der Fru vom Stand neben mir, der hat riesige Lippen. Oh nee. Und das hat mir so leid getan, weil ich müsst auf ihre Lippen kicken und in meinem Kopf gingen so diese Gedanken los, so, wo fällt es da wohl drin, Spitzmodür, ob das weiter und das, ob ich das mal antworten darf. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, was er eigentlich vertellt hat. Ich kann das ja verstehen, wenn ein echt bloß so einen Strich hat, ne? Ja. Und dann so ein Betten mehr Volumen, aber ich glaube, das ist auch ein Sucht. Total. Super spannend. Alsbald man sich doch mal so ein bisschen mehr mit beschäftigen deit, das ist, die menschliche Psyche gewöhnt sich dann nur an und möchte wieder mehr. Gewöhnt sich dran, möchte wieder mehr. Und das ist so spannend, auch gerade Hyaluron und Botox, dass die Gen Zler meist ölle utsehen dauert als die Millennials. Ach, was? Ja, mega spannend. Musst du bei YouTube mal ankicken. Da gibt es so viele, die das nebeneinander stellt, weil Hyaluron und Botox ja tau ist, mag ihr natürlich, dass die Falten weg sind, wo immer junges Gen Zler dann alle Falten habt. Aber das kann auch verfallen. Also die Hyaluron, das was inspritzt wird, dann kann zum Beispiel die Steh wesseln oder verhärten oder sowas. Ach Quatsch, echt? Ja, richtig gruselig. Das ist echt gruselig. Und dann habt ihr sich ihr so, so Wangenknorken abbauen lassen und dann hangt ihr auf einmal am Kinn. Aber ja, das ist schon so, dass du dann richtig sehen darfst, wo die Fill-Ins, wie die Fill-Ins dann verrutscht. Vor allem in den Lippen. Krass. Und was du alles morgen kannst. Richtig krass. Und ich möchte noch mal kurz an alle der Buden sagen, wir sind schön genauso wie wir sind. Ja. Und wir möchten nichts morgen. Und Nutzsünncreme. Sinncreme, sehr gut. Ja. Von der hämlichen Gen Z. Ja, der sich hier in Baggy Büchsen. Was magst du? Du versuchst dich hier so der schlängeln als Gen Zler. Ja. Das ist schön dicken Pickel werden. Ja. Das ist echt krass. Ja, aber ich glaube, das ist echt so ein Lifestyle-Trend, das Hyaluron und Botox. Ja. Und das eben zu fehlen not war. Ja, absolut. Ich denke mir, Jungs, wie Minenfalten, ich habe da ja hart verarbeitet. Ich muss ja ganz fair lachen, damit ich endlich diese Falten kriegen darf. Und von daher mache ich dir eigentlich ganz gern. Ach, das ist doch das Allerbeste. Ich habe noch mal einen historischen Trend Rutsicht. Ja. Denn ich habe mich opfern, ich habe lang nicht mehr historisch was hat. Wir haben schon so viele andere Themen hat, da konnte ich gar nicht mehr hier mit meinen historischen Werten abtrumpfen. Ich habe einen historischen Modetrend gefunden, von dem ich nicht glaube, dass der werde kommen wird. Ich glaube, das Tiet ist echt vorbei, aber das wäre ein Trend über Jahrhunderte. Und zwar der Hosenlatz.
Machst du nochmal verklären, was genau ein Hosenlatz ist? Ich glaube, das könnt ihr ja am besten vorstellen, wenn ihr diese Lederbuchsen von Oktoberfest für Kerls vor Augen habt, ne? Was einen so runterklappen kann. Das, wenn der Kerl den Pindrut holen, nicht, dass den Pindrut holen kann. Und das hat praktische Gründe. Aber auf das 15. Jahrhundert kam das Jimmes mehr in Mode, dass der Hosenlatz oder eben die Schamkapsel grötter und grötter und grötter ward. Echt absurd groß. Und kurz nochmal zusammenfasst, Latz, was das eigens bedeutet, das ist Mittelhochdeutsch und bedeutet so viel als Schnurstück am Gewand, also das eben so ein extra Dell vorn an eine Buchsen festschnürt ward. Ich beömmel mich gerade noch so herrlich, aber Schamstück, oder wie heißt das? Schamkapsel. Schamkapsel. Gibt auch Lü, die Sechtetau Hosenfalle oder Hosenladen. Schamkapsel. Ja. You made my day. Oh Gott, Schamkapsel. Ja, die Schamkapsel. Sie könnte den sehen, ich habe aber ein schönes Bild. Das kann Lisa nochmal überlocken. Hier, Heinrich der Achte. Oh mein Gott. So kickt es den Rut. Aber das habe ich letztens in der ich habe gerade bei Amazon eine Serie gekeken, Lady Jane Grey. Und da hat auch eine genau das. Das Ja. ist die Schamkapsel. Das ist die Schamkapsel. Vielleicht könnt ihr das vergleichen mit, wenn Fruenslüd sich die Bostjimmers Grötermorg mit Silikon oder weiß ich nicht was, weil das in Mitteloller und Frühe Neutit so, dass eben die Kerz, das ist ein Hosenlatz, als Schamkapsel, schimmer Gröter waren laden und dass der in so eine riesen Beule dann vorne an der Hose haben, der dann auch so gut kickt. Das ist richtig blöd. Und das gäbe dann sogar von Soldaten gäbe das so eine Tracht, da wäre da auch so Flatterkram in bunte Klören, bunte Stoffe drumherum, dass das auch so richtig, ach so ein Blöde ey, so aus der große Blumen. Richtig lächerlich. Und ich habe da auch ein wunderbares Zitat gefunden zu Regeln, die das versucht hat, so ein Betten zu schränken. Und Nürnberg. Und das Jahr 1480, ich lese das nochmal auf Hochdeutsch vor, nachdem unter etlichen Mannspersonen eine unzüchtige und schändliche Gewohnheit entstanden ist, nämlich, dass sie ihre Letze an den Hosen ohne Not vergrößern lassen und dieselben bei Tänzen und andernorts vor ehrbaren Frauen und Jungfrauen ohne Scham bloß und unbedeckt tragen, was unziemlich ist, hat der Rat beschlossen, dass fürderhin ein jedes Mannsbild seinen Latz an den Hosen nicht bloß unbedeckt oder sichtbar tragen darf. Ist das nicht schön? Das ist richtig schön. Ja. Aber du meinst, dass der Trend wird nicht weiterkommen? Ich finde, also liebe Tauhörers, vielleicht habt ihr Lust mit morgen. Ich wette, dass das in 20 Jahren bei der Gäven deit. Da sieht die Kerls ihr Buchsenut stoppen da. Ja, die Schamkapsel. Ich werde mich dafür insetzen. Ich mache eine Petition für die Schamkapsel. Und dann hast du aber die große Überraschung, ne? Du bist ja abends im Club unterwegs und denkst so, oh, hallo. Oh, ja, dann packst du Und denkst so, oh nee. So, also mit einem Push-Up-BH oder so. Ja, genau. Denkst so, oh shit. drin voll. Wo wir aber über die Kerls sind, nun haben wir eigentlich nur von Trends von der Frutzlü schnackt. Was hat die Kerls denn so für Trends in den 90er, 2000er? Also ich erinnere mich, dass das echt lang Baggy-Trend war, auch mit so wie einem Kapuzenpullover. Ja. Ne? Das war lang Trend. Diese Igelhohe, die Ui, Borben, ja. noch so die Pinselböen so blondiert. Ja, oder der Potschnitt. Den Potschnitt. Oh Gott, der Edgar kommt ja nur auf, wette. Ja. Der Edgar, was ist denn der Edgar? Der Edgar, wie sieht die nochmal? Ganz schlimme Männerfrisur. Ist das so was aus dem Vokuhila? Schlimmer. Die hat hier so einen ganz litschen Mini-Pony. Oh Gott, ich weiß. Das ist der Edgar. Oh und Gott. sobald du weißt, dass das ein Edgar ist, siehst du dann an jedem Eck. Oh Gott. Oder jeder Party. Das ist so Berlin, oder? Ja, total. Ja. Das ist so Berlin. Ich habe das auch wie ein Ex-Freund von mir gesehen, der hat sich einen Vokuhila-Schnädler. Das sieht so bescheuert aus. Ja, und dann noch mal ein bisschen Schnörres. Ja, das ist ein Lebenkerl. Ich mag den echt gern. Kannst du nur nicht mehr ankicken. Er hat jetzt auch irgend so einen hübschen, aber Nee. ich denke so, oh Gott. Ja, das kommt auch weiter. Aber das ist 80er, oder? Ja, Vokuhila? das ist total Mhm. ja. Schön Mullet.
Gruselig. Ja, aber was wie Kerls? Ich glaube, da wäre die Mode länger konstant. Oh, das sind Hemden mit kurzen Armen. Oh, schrecklich. Schrecklich. Liebe Kerls. Ich muss mich da echt outen. Ich mochte es nicht. Lieben, wenn sie Hemden tragt, bitte krempelt die Ärmel nach oben. Wies mir schon muskulöse, schicke Unterarms, aber nicht am besten noch kariert. Ja, mit ja, kurzen ja. Armen. Oh. Dabei hat. Ja, aber ansonsten bin ich nicht so drin wie die Mode von der Kills. Aber ich dachte mir, den möchte ich auf jeden Fall noch immer mit drin nehmen. Ja, ich glaube, aber da wäre Tit, wären doch auch Skinny Jeans wie Kerls an sich, oder? Weil ich glaube, das war schon 2003er. Oh, Solat. Okay. Ja. Okay, Solat wäre das. Ja, da kann wählen. Aber kommt die nur zurück oder nicht? Ich hoffe nicht. Ich befürchte ja. Also in 10 Jahren wird sie dann wieder kommen. Ja, aber gut, wenn wir 20 Jahre zurückdenken, da wäre ja Emo eigens mega ansicht. Stimmt, Und gut. der, ja, das wäre, ich glaube, diese Emo-Frisuren, der kommt auch wieder. Ja, so wie Bill das Haar, als der Tokyo Hotel da gekommen ist. Ja. Da sind wir irgendwie ein Thema, ich rede nur ein bisschen für, wir habt ja noch gar nicht über ein Thema schnackt so richtig. Nee. Ja, erzähl mal. Ich hab mir schon Gedanken gemacht, aber erzähl mal. Ich würde mir gern was wünschen und vielleicht, wie der auch eben heute alles anders ist, auch uns Tauhörers vielleicht ein Bett mit ihm betrecken. Ja. Denn, liebe Taurus, wie ich weiß ja, wie läuft das Serientalk kicken, Lisa und ich. Und ich ha gerne mal, dass Lisa und ich entweder ein Podcast oder eine Serie kiekt, die wie uns nicht utsücht. Oh, das finde ich richtig gaut. Ja. Ja, wo du nämlich gerade Bill Kaulitz sagst. Ich habe nämlich diese Kaulitz-Brüder-Serie ankeken. Und eigens mache ich diese Reality-Dinger nicht. Aber ich finde die witzig irgendwie. Habe ich schon von ganz vielen gehört, dass der das gaut gefunden. Ja, die sind echt sympathisch, die zwei. Kann ich nicht anders sagen. So, und da habe ich gedacht, ich finde das gut, wenn wir sagt, okay, wir gucken mal uns Komfortzone gut. Okay, ja, finde ich gaut. So, und ich schlage die eine Serie oder einen Podcast vor. Und du mir auch. Und Levitas, die können uns natürlich auch was vorschlagen. Ja, und es stimmt wie ab in der Story. Ja. Ja, das ist eine richtig gaue Idee. Mag wieso. Ihr müsst noch unsere Sport-Challenge. Jimmers noch. Wir haben Ja. eine Sport-Challenge, da vertellt wir auch noch mal mehr über. Ich beruhig aber noch. Können wir vielleicht in Harfs mit anfangen, denn Fitnesstrainer aus. Du zum Beispiel sagst ja auch, kein einen schönen Körper in Sommer haben will, muss ein Harfst anfangen. Genau, das ist das. Ja. Summer bodies are made in winter times. Richtig. Und das wäre vielleicht ein golden Tiet für mich. Ja, das kriegt wir hin, auf jeden Fall. Na gaut. Darin zu kommen. Und dann machen wir eine Sport-Challenge und die war das in sich haben. Absolut, die war super spannend. Ich glaube vor allem dann für die Frunslü, wie das sich so über den Mond dann eigentlich so verändern deit. Super spannend. Ja, aber Obrop, schlacht uns gern für Podcasts oder Serien, die wir anhören oder kicken schön. Ja, das finde ich richtig gaut. Habe ich Bock drauf. Ich muss sagen, ich habe kein Netflix und kein Disney Plus. Und daher bin ich da so, vielleicht muss ich da so ein Parasitär mir irgendwo inschlägen. Vielleicht Leute gerne mal eben mitkicken, dass du mal so eine Serie wünschst. Ja, genau. So, wir haben 24 Stunden Tiet, ich muss mir nur beeilen. Ja, eben. So, aber Podcasts, da geil. Ja, absolut. Absolut. Da können wir was hinkriegen. Ob jeden Fall eins, was auf Spotify läuft. Eins, wo Vita finden sind. Da können wir drin hören. Absolut. So. Apropos rinhören. Ja! Willst du in meinen Song rinhören? Oh ja, bitte. Okay, kick weg. Ich lasse Ja, kick weg. Oh Gott. Okay, also. Ja, das ist so mal grad. Aber nicht Hau Löwen, dass du das bist, B. Das ist din Jung. Bist du bereit? Nu wart Geschichte mockt. Dale 2. Das ist so mal grad nu. Ich kiek und starr so Dave in din Augen. Ich feul die mehr und mehr tau jed ein Tiet. As bald du gorn deist, fleh ich die an, nicht tau gorn. Rob die Norm 2, 3 mal achteinander. Das ist so ein lustige Sorg für mich, as bald ich versäuken dau, dat tau verkloren. Schon eine Idee? Uns kommt der Refrain. Du lötzt mi so mal ut sehen grad nu.
Dein Leif lässt mich so malut sein grad nu. Du lässt mich so malut sein grad nu. Dein Bereuen lässt mich so malut sein grad nu. Dein Seiten lässt mich hoffen, dass du mich retten darfst grad nu. Lässt mich so malut sein. Dein Leif lässt mich grad so malut sein. Hast du irgendeine Idee? Ich denke, der hele Lied an Britney Spears, aber das Dicht B? Dicht B, okay. Von der Titel auf jeden Fall Dicht B. Von der Titel Dicht B. Kommst du nicht drauf? Nee, komm ich nicht drauf. Crazy in Love von Beyoncé und Jay-Z. Ah! So crazy right now. Da, 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 da. Punkt für die Lisa. Oh Ja! mein Gott, das wäre absolut Trey Duzner Song. Ja, da wäre richtig Jay Dusen da. Ja, okay. Okay, nun bist du dran. Okay. Ich habe von davon lichtet Urzeugt. Oh, yes. Ja, richtig licht. Oh, dann sagst du Himmelsfair hier. Diabolische Grinsen, du sag ich das auch. Bullshit. Also, das Lied, das fängt erstmal mit ganz viel la 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 an. Tequila. Tequila? Nee, Nee. nicht. Schade. Okay, lass mal vor. Mit der Torsägen, der Taurus, wir haben die Editit gerade Atzen. Stimmt. Disco, Pogo, Dingelingeling. Oh Gott, ja, Flieggold wie auch von Abend noch eine negentliche Ja, Party. ich hätte Lust. Ja. Aber die hätte schon ungefähr 2 Stunden anfangen. Ja, los. Okay, Los mit diesem Song. also, das fängt mit la 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 la. So, und dann geht die Strophe los. Wenn du die durchfüllst und niederslauen, wie waren die dahin mitnehmen, wo du hingeist. Smoostern, tanzen, all ist frei. Alles, was du brauchst, ist gute Dinken. Dann kommt nur alte Refrain. Farben von der Welt, smackt den Leben ob. Jed ein Jong und jed ein deren, smackt den Leben ob. Lüd von der Welt, smackt den Leben ob. Sloch einmal nach links, wenn du Spaß hast. Wenn du willst, dass du die Goat fühlst. Chickers nach vorn. Ha, hi, sie, ja, man, ciao. Und dann wieder la 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 la. Oh, ich weiß glücklich nicht, wie der Song haten deit. Die von der Welt. Nee, Ich weiß nicht, wie der Song haten deit. aber hast du was im Kopf? Zum Beten. La 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 la. Hi, sie, ja. Hi, sie, ja. Nee, sag mal. Soll ich nochmal in den Refrain zu denken? Lü von der Welt? Nee, komm ich drauf. Los. Smack den Leben ab. Turn up your life? Spice up your life. Spice up your life! Oh Gott! Ja, okay, dann mal wieder von oben nochmal hören. Ja, ich glaube auch. Spice up your life von den Spice Girls. Okay, auch ein Punkt für mich. Ich habe aber viel Hilfe hier noch gegeben. Ja. Okay. Guck mal, was werde. Ja, mit dem schönen Thema. Und nee, later. Wir freuen uns auf Jung Vorschläge. Absolut. Bis dahin, mag das Gauchi leben. Bis bald. Tschüss.